Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Heute zeige ich euch ein LMG-Bild, extrem stark, extrem cool und man kann es in Open World super spielen. Also heroisch überhaupt kein Thema nicht, legendär habe ich es noch nicht probiert, aber schauen wir mal. Ich bin die Feldwalzen und da sagen, na und packen wir's. Zu dem Bild. Hier spielen wir mit dem Ninja Bike. Der Ninja Bike als, ja, brauchen wir nicht sagen, ergänzt immer ein Teil dazu zu der jeweiligen Ausrüstung, die ausgerüstet ist. Beispiel, man hat Gila Guard an, dann hat man zwei Teile von dem Teil an. So, mal kurz gesagt, ja. So, anfangen dann wir tatsächlich mit Gila Guard oder so ähnlich. Abgekühlt ist die Maske, heißt die, hat den Vorteil von der Maske, sie hat zwei Slots, Mod-Slots. Ja. Ich habe jetzt da drinnen dreimal Chance auf kritische Treffer. Durch den Ninja Bike haben wir noch mit 60% Lebensenergie, wo es auch nicht verkehrt ist. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Und Rüstung gesamt noch mit 5%. So, gerollt ist das Ganze dann auf Rot, wie man sieht. So, dann haben wir die Weste. Die Weste ist Walker Harris, Lieblingsweste. Mit dem Talent drauf geduckt. 45% besseres Waffenhandling. Ich habe es auch probiert mit der benannten. Ich bin tatsächlich nicht auf die Werte gekommen. Wo ist denn? Irgendwo war es da. Habe ich nicht dabei, muss ich sagen, oder? Da ist. So. Die hätte LMG-Schaden, Waffenhandling. Ich bin nicht hingekommen, tatsächlich nicht. Also man sieht auch, wenn jetzt da, jetzt habe ich 145, wenn ich die dazu habe, 152, ja. 20, was sich verbessert, ich habe um 5% mehr Waffenhandling. LMG-Schaden noch mit 10%, ne, ich weiß nicht, sollte man es mal probieren. Ich habe es jetzt halt auf alle Fälle mit der Weste von Walker Harris gespielt. Hat den Grund, weil ich die Handschuhe anhabe, die wo tatsächlich von äh, Petrov Defense Group ist. Also habe ich damit 10% LMG-Schaden und 15% Waffenhandling, auch alles rot. Dann habe ich noch mit 8% Rüstungsschaden bei den Handschuhen. Das sind die Dienstleister-Handschuhe, die kennt mittlerweile auch schon jeder. Und Schaden durch kritische Treffer draufgerollt. Dann haben wir noch, ja, Lengmo. Ja. Und da habe ich ein bisschen braucht, bis ich das beieinander gehabt habe. Die komplett auf Rot, Chance durch kritische Treffer, Schaden durch kritische Treffer. Ist noch ein wenig Luft nach oben, habe ich noch nicht ganz optimieren können, Material ausgegangen. Dann haben wir 20% Sprengsatzwiderstand, Fertigkeit Lebensenergie für das Geschütz, was ich dabei habe. Und LMG-Schaden 30%. Ist schon ganz schön viel. Und von den Teilen habe ich jetzt zwei dabei, Knirschone und alles. Darum haben wir da alle drei, ähm, ja, wie sagt man da? Markensatz, Fähigkeiten, zack, Bild war weg. So, da ist auch noch was drin, das habe ich leider Gottes nicht so gut gekriegt. Habe ich Kopfschussschaden unten drauf, sollte eigentlich auch sein Schaden durch kritische Treffer oder Chance auf kritische Treffer drauf sein. Es ist einfach nicht so gedroppt, wie ich hätte wollen, aber ja, so geht's auch. Also ist tatsächlich noch mit Luft nach oben bei dem Bild. Im Ganzen spiele ich das mit der Sleipnir. Die hat das Talent Raserei oder perfekter Rausch. Also für jede achte Kugel der Magazinkapazität erhöht sich für 5 Sekunden die Feuerrate um 3% und der Schaden, Waffenschaden um 3%. Ist schon eine ganze Menge. Weil ich spiele mit einem Richtschützen. Durch den Richtschützen können wir uns da ein bisschen mehr
Bullets rein da, haben wir 50 Patronen mehr und somit haben wir ein 100er Magazin und das fetzt ohne Ende. So, dann habe ich als Sekundärwaffe habe ich das Scorpio dabei, die habe ich eigentlich immer dabei. Notfall, wenn einer zu nahe kommt. Und dann habe ich noch die TDI-Card dabei. Ja, mit synchronisiert drauf. Ist auch irgendwie so ein Arschretter, weil ich spiele das mit dem Geschütz und der Heilerdrohne. Ich glaube, muss ich jetzt zeigen? Ja, zeige ich es einmal. Heilerdrohne, ja. Die hat 20% Rüstungsreparatur. Das ist einfach nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn man sich ein bisschen stark hält, dann heilt es einen schon in die Höhe. Gang besser. Ich habe nur spekuliert, das vielleicht mit Techniker zum Spielen. Es reißt sie tatsächlich vom Schaden jetzt nicht viel ab. Aber ich habe jetzt halt durch den Richtschützen habe ich, Rüstung oder wie heißt jetzt das wieder? Tötung durch Rüstung? Na, Rüstung durch Tötung. So. Also wenn ich einen umbringe, kriege ich halt Rüstung retour. Ja. Und das habe ich halt jetzt halt, beim Techniker nicht. Beim Techniker hätte ich aber zwei gelbe Ränge. Und da wird die Drohne, die Heiler-Drohne oder Defender-Drohne vielleicht also mehr abhalten. Hm. Kann ja jeder machen, wie lustig ist. Ich habe es jetzt so gespielt und ich finde es einfach gut so. So, jetzt haben wir dann noch ein bisschen ein Gameplay. Und das war's dann eh schon mit dem Bild. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und ja, somit war das mein LMG-Schadensbild. Ja, jetzt nehmen wir einen Stützpunkt ein zum Beweis, dass das Ding auch funktioniert. Nicht nur im Schießstand, sondern auch in der Open World. Wenn man sieht, habe ich das Ding locker flockig eingenommen, ohne Anstrengung. Geht relativ gut. Ein bisschen Taktiken. Nicht unbedingt gleich voll am Mann, wie es ja beim LMG so der Spielstil ist, aber ein bisschen auf Distanz bleiben. Und mir macht das Spiel einfach Spaß ohne Ende. Ist einfach geil, das Ding. Ist richtig gut geworden, finde ich. Eigenlob stimmt, gell? Ja, Eigenlob stimmt. Na, schmeckt nichts. Er ist trotzdem gut. Baut es noch, schreibt es mir in die Kommentare ein, was davon wollt. Ich freue mich. Und schaut es bis zum Ende an. Weil nicht, dass wieder einer sagt, ja, Schmarrn, was der verzeiht. Ich verzeihe keinen Schmarrn. Es gibt vielleicht Builds, die wo stärker sind. Aber das ist sehr praktikabel, das Teil. Also ich finde es gut. Immer wieder. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Verstärkung trifft ein. Sich nähern Feinde erkannt.
So, wenn man gesehen hat, das Bild war jetzt halt einwandfrei, gell? Das war alles easy peasy, haben wir super durchgekommen, nichts geschnitten, wegen beschleunigt vielleicht, ja. Also, das Bild ist noch nicht voll ausgerollt und ich muss sagen, ja, macht Spaß. Schaut es nach, haut mir in die Kommentare ein, was besser machen hat. Ich freue mich um jeden, der wo konstruktive Anregungen für mich hat. Und da sagen wir, man sieht sie dann beim nächsten Video. Also, Von Feinden für bewachter euch, Ort Servus. erkannt.